Servus Leute, was geht ab? Da ist euer Sumo-Kung, endlich ein neuer Motovlog von mir. Und zwar, ich mag heute drüber schmerzen. Ich habe ja den Motovlog bzw. das Video vom Big Bike Meet aufgelohnt. Und jetzt mag ich euch mal kurz meine Meinung darüber erzählen, ob sich das rentiert, was passiert ist und ob ich wieder hinfahre. Also ich wünsche euch viel Spaß beim nachfolgenden Video, Leute. Und ja, also ich war heute am Big Bike Meet und ich werde jetzt mal so fangen. Ich fange mal an bei der Anfahrt. Wir sind um 1:15 circa sind wir über den Bahnübergang gefahren und da sind rechts schon ganz viele Autos gestanden. Dann haben wir uns dahinter hingestellt, haben wir gesagt, ja, was ist denn da los? Ja, sind wir ausgestiegen, ja, das ist die zweite Schlange zum Festival. Ja, super, weil das ist circa noch, ja, ich denke mal so 2,5 Kilometer ungefähr ist so bis auf den Flugplatz hingegangen. Und dann haben wir wirklich von 1:15 bis kurz nach 7, also 19 Uhr halt, braucht, bis wir in dem Festival drin waren. Wir waren mal 6 Stunden, oder ein bisschen über 6 Stunden waren wir im Stau und haben wir braucht, bis wir da drin waren. Wahnsinn! Wirklich brutal, aber ist ja egal. Ja, dann haben wir unsere Sauna aufgebaut, unsere Pavillons, unser Camp hergekriegt. Dann sind wir noch eine kurze Runde gefahren, ich mit meinem Bierküstelfahrzeug. Und dann haben wir uns ein bisschen zusammengehockt und haben geratscht und ein bisschen was getrunken. Und dann hat schon geheißen, ja, Gewitterwarnung kommt. Ja gut, ist ja wurscht, war ja letztes Jahr so Gewitterwarnung. Und dann hat schon das Rennen ein bisschen angefangen. Dann habe ich mein Bierküstelfahrzeug und das Pavillon eingeschoben, weil ich nicht gewusst habe, ob es dann noch anspringt, wenn es nass wird. Weil ja unten alles offen ist. Und auf jeden Fall, ja gut, dann haben wir uns so hingehockt, also ein bisschen das Rennen angefangen. Und innerhalb von 5 Minuten, nicht einmal, das waren bestimmt 2-3 Minuten, hat es das Rennen angefangen, hat es das Wedern angefangen, hat es das Fetzen angefangen, das war brutal. Ich habe noch nie sowas miterlebt, beziehungsweise weil ich auch draußen war. Und es sind Pavillons weggeflogen, es sind Bikes umgefallen, es sind ganze Camps sind zerstört worden, dank dem Sturm. Wir sind zu 14 oben gewesen, sind wir am Pavillon dran gehängt und haben versucht, dass wir es zusammenhalten. Dann sind ein paar gekommen, die haben wir noch aufgenommen, weil sie einfach nicht mehr gewusst haben, was sie sollen. Die haben dann auch noch ans Pavillon dran gehängt, damit es nicht weggefliegt. Ja, und dann nach einer Stunde circa war das alles wieder vorbei. Es war extrem viel zerstört. Es sind ein paar Leute auch heimgefahren, weil sie kein Camp und nichts mehr gehabt haben. Von unseren Nachbarn ist das Pavillon abgehauen. Ich glaube, was mal KTM oder Husqvarna, was war, ist umgefallen, ist gegen das Auto oder drinnen ins Auto reingehauen. Die sind dann auch heimgefahren. Also wirklich, der erste Tag war schon zerstörerisch. Ja, am zweiten Tag war es dann das Wetter wieder verdammt schön. Wir sind mal gefahren, ein von mir ist auf die Landebahn auf mit seiner Husqvarna. Und ja, haben einfach einen schönen Tag gebracht, haben Shisha geraucht, haben die Leute mit einer Wasserpistole nass gespritzt, was vorbeigefahren sind. Also wirklich hat echt verdammt Spaß gemacht. Der dritte Tag dasselbe, haben wir einfach gechillt, haben wir uns das Festival einfach angeschaut. Und ja, und dann am letzten Tag haben wir dann zusammengepackt am Sonntag und sind wir dann vorsichtig heimgekommen, weil alles überschwemmt war, lauter Matsch und Leute sind festgesteckt, beziehungsweise die Autos sind festgesteckt. Es war wirklich brutal. Aber im Endeffekt, es war ein verdammt schönes Festival und ich darf jedem empfehlen, der wo es Motorrad, also richtig Motorrad verrückt ist und einfach auf so Festival steht, fahrt Highlight. Es ist immer das letzte Augustwochenende circa und es sind 4 Tage. Es macht verdammt viel Spaß. Einfach 4 Tage, einfach alles was illegal ist, es tut erlaubt. Da sind Fahrzeuge umeinander gefahren. Einer hat eine Bootwanne, eine Badewanne gehabt, hat auf irgendein Gestell drauf, da hat einen Motor eingebaut und ist mit der Bootwanne umeinander gefahren. Also da fahren Sachen umeinander, da denkst du echt, die Leute sind wirklich nicht blöd. Also wirklich, es ist empfehlenswert. Schaut auf jeden Fall, wenn euch sowas gefällt. Schaut, dass Karten kriegt. Das ist ein Nördling, das ist hinter oder neben Nürnberg circa. Es macht wirklich verdammt viel Spaß. Da waren Österreicher dort, da waren, ich glaube, aus ganz Deutschland waren da Leute, das waren keine Ahnung, 3000 oder über 3000 Leute waren da dort. Also es war wirklich super schön und wirklich empfehlenswert. Ich will nächstes Jahr wieder auf da. Mal schauen, was ich da mitnehme. Vielleicht wieder mein Bierküstelfahrzeug dann ein bisschen frisiert haben, dass der nicht 50 geht, sondern einfach, dass es ein bisschen schnell geht. Dann fährt sie auf die Landebahn auf und brettet einfach mal Vollgas auf der Landebahn hinterher. Und ja, also das war das Thema zum Big Bike Meet. Ja Leute, ich wollte einfach nur noch sagen, es freut mich wirklich, dass meine Abonnentenzahl langsam steigt. Es macht mir verdammt viel Spaß, die Videos zum Schneiden. Ich mag es ja nicht
um, keine Ahnung, irgendwie riesengroß zu werden. Ich mache es einfach nur, was mir Spaß macht, da mir das einfach gefällt, Videos zum Schneiden und einfach positive Kommentare zum sagen, dass es einfach lustig ist, dass die Leute das Videos gerne anschauen. Es macht mir verdammt viel Spaß und ich will weitermachen. Und ich muss mir jetzt dann noch was überlegen, weil jetzt ist September, ich kann leider schon noch im Oktober fahren, dann ist für mich die Saison leider vorbei. Da müssen wir noch was überlegen, aber das ist so ein anderes Thema. Ich genieße einfach nur das schöne Wetter. Wir hören uns bis die Tage. Servus!